auch außerhalb Frankens kann in Bayern ein passabler Wein gedeihen. Diese sinnenfrohe Runde genießt den Rebensaft im Dörfchen Bruckberg, nicht weit weg von Landshut. Dort im Isartal hat der Weinbau eine uralte Tradition. Sie ist nur längst in Vergessenheit geraten. Vitus Lechner und Werner Zellner haben es sich zur Aufgabe gemacht, dieser Historie nachzuspüren in ihrem eigenen Weinberg. Wenn Sie sehen, wie die ausschauen, gigantisch. Gell? Das ist, ja. Für Vitus Lechner ist der Weinbau mehr als nur ein Hobby, nämlich gelebte Geschichtsforschung. Wir haben es in Unterlagen oder Überlieferungen auch wieder erfahren, dass hier mal Wein angebaut worden ist und haben gesagt, okay, das gefällt uns. Wir versuchen, diese Tradition auch in einer Mini-Anlage wieder aufzubauen. Im wahren Leben handelt Vitus Lechner mit Zubehör für Gabelstapler, Werner Zellner betreibt eine Autowerkstatt. Auf ihrem Hang aber sind sie echte Weinzierl, so heißen die Weinbauern auf Bayerisch. Das sind also unsere Premium-Trauben. Das ist die Rebsorte, heißt Regent. Das ist ein relativ resistenter Wein gegen Weinkrankheiten. Den gibt es jetzt schon lange in Deutschland auch. Der Vorteil von der Traube ist, dass die relativ spät blüht und früh reif wird. Also für unser Klima eigentlich ideal. Ein Klima, das zwar keine Spitzenweine hervorbringt, aber in diesen Breiten trotzdem kein Hindernis darstellt, überhaupt Wein anzubauen. So konnte sich dort im Mittelalter von Freising über Landshut bis Dingolfing an den Hängen des Isartals ein großes Anbaugebiet für den sogenannten Bayerwein entwickeln. Heute ist das alles längst vergessen. Dabei gibt es zahlreiche Quellen, die die Weinbaugeschichte Altbayerns beleuchten. Im Staatsarchiv auf der Burg Trausnitz schlummern spannende Belege dafür, dass der Weinbau in der Region um Landshut vor Jahrhunderten eine boomende Branche war. Archivleiter Martin Rüth hat extra Akten herausgesucht, die Vitus Lechners Heimatdorf Bruckberg betreffen. Hier, also Sie schreiben, dass das nicht stimmt. Das ist jetzt ein Prozessakt aus der Zeit von 1599 bis 1601. Und zwar geht es da um den Pfarrer von Bruckberg, der gegen verschiedene Bauern klagt, die ihm den Weinzehnt, der ihm in Bruckberg zusteht, nicht bezahlen wollen. Ja, ist natürlich was Großartiges, wenn ich als Heimatforscher und Hobbywinzer, dass man natürlich Unterlagen über den Weinbau in Bruckberg findet, die über 400 Jahre alt sind. Auch wenn es Prozessakten sind, aber trotzdem sind es einfach spannend, wenn man sagt, das belegt ja eigentlich, dass damals aktiv Wein angebaut worden ist. Freut man sich darüber, ganz klar. Wein aus altbayerischen Breitengraden, das mag Laien erstaunen. Nicht aber Historiker wie Archivleiter Martin Rüth. Natürlich ist für uns die Tatsache, dass hier mal Wein angebaut wurde, ein Kuriosum. Aber für die damalige Zeit war es in den großen Flusstälern, ob das Isartal oder auch das Donautal weiter nördlich ist, eine völlige Selbstverständlichkeit. Spätestens seitdem die Klöster im frühen Mittelalter angefangen haben, sich hier anzusiedeln und das Land urbar zu machen, wurde auch Wein angebaut. Der einstige Glanz altbayerischer Weinbaukultur, er zeigt sich nirgends besser als tief unter der Burg Trausnitz. Es ist beeindruckend, es ist überwältigend. Man weiß nicht, ist es wirklich ein Weinkeller oder ist es ein Dom? So gewaltig wirkt es auf einen. Und wenn man sich natürlich als Weinliebhaber vorstellt, dass der Raum oder dieser Saal einmal mit riesen Weinfässern mit 80.000 Liter gefüllt war, dann ist es natürlich schon irgendwo was einen irgendwo zum Träumen bringt. Ein riesengroßer kathedralartiger Raum ist es deswegen, weil die Kälte benötigt wurde. Ganz einfach. Je höher oder je tiefer der Raum geht, umso kühler ist es natürlich. Und hier haben wir das ganze Jahr über eine relativ konstante Raumtemperatur von zwischen 6 und 8 Grad. Und das ist natürlich für die Weinaufbewahrung ganz
optimal und sehr gut geeignet. Und dafür musste man tief in die Erde hinuntergehen. Wer ein echter Weinzierl sein will, der braucht einen Weinkeller. Deswegen hat sich Vitus Lechner am Rande Bruckbergs einen in den Hang gegraben. Der Bayerwein in alter Zeit muss ein rechter Sauerampfer gewesen sein, was Vitus und Werner nur umso mehr anspornt, ein trinkbares Tröpfchen zu keltern. Wir machen einen Landwein, also in einfacher Art und Weise. Aber ich denke, also was da mittlerweile rauskommt, wie es sich entwickelt hat, dass wir eigentlich sehr, sehr zufrieden sein können. Der Ertrag ist gering und nur für den Eigenbedarf gedacht. Aber von einer Qualität, auf die Werner Zellner als Autodidakt zu Recht stolz sein kann. Weil das fangst du irgendwann einmal als Hobby an. Ich habe das von meinem Opa früher, da haben wir so ein bisschen Johannisbeerwein gemacht. Und so habe ich das einmal von meinem Opa gelernt. Und dann bin ich da zu meinen Spätzinets gekommen. Und waren wir auch mal in Stuttgart auf einem Weinbauseminar, ich und einer von meinen Kollegen. Ja, und das baut sich immer weiter aus. Und man kann es in Büchern nachlesen und so weiter. Der Wein, den wir machen, der hat halt wirklich 100%ige Bio-Qualität, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist also wirklich weder Spritzmittel noch sonst was drauf. Da ist auch der Ertrag relativ wenig. Man kann das alles noch verbessern. Aber wir haben gesagt, es langt uns für einen Eigenverzehr und mehr wollen wir nicht haben. Ja, das ist einfach der Erfolg, was man, wenn man aus so simplen Trauben dann also ein wunderbares Getränk im Endeffekt rausbringt. Was man mit ganz simplen Mitteln, das ohne irgendwelches Zutun wächst auf dem Feld und du bringst ein wunderbares Ergebnis raus. Das fasziniert mich einfach. Ein guter Tropfen aus Niederbayern? Im Dörfchen Bruckberg ist das ab sofort kein Widerspruch mehr. Auf den guten Wein von Vitus. Wunderbar.